Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Leute, diesmal sprechen wir über unsere kommenden 8 Champions League Gegner. Wir gucken mal, wer diese geworden sind. Gestern war ja die Auslosung. Und dann werde ich mal ein bisschen über unsere Chancen sprechen, wie ich das so sehe. Ist natürlich noch ein bisschen schwer einschätzbar bei uns. Müssen erstmal gucken, wie sich Kompanie und die Mannschaft ein bisschen hinentwickeln, aber um das schon mal vorwegzunehmen, da man ja angeblich laut Hochrechnung nur 8 Punkte benötigt aus 8 Spielen, um weiterzukommen, sollte das machbar sein, egal wie die Gegner heißen. Gut, bevor wir uns das Ganze anschauen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so mache. Gut, damit gehen wir mal rein. Das findet ihr auf der FC Bayern Seite. Das sind die Gegner des FC Bayern in der Champions League Ligaphase. Also erstmal vielleicht vorneweg, was ich von dem ganzen Prozedere halten soll. Weiß ich noch nicht. Ja, ich finde es gut. Man hat mal ein bisschen mehr Vielfalt. Warum jetzt 2 Spiele mehr sein müssen, ja, wissen wir alle. Es geht einfach nur darum, die Kohle zu maximieren. Kann man von halten, was man will. Hat man die gebraucht? Wahrscheinlich nicht. Ja, wenn wir hier gleich mal gucken und da 2 rausnehmen würden, denke ich, wäre das immer noch eine feine Sache. Ist natürlich alles ein bisschen, keine Ahnung, wild, dass man nicht Hin- und Rückspiel hat. Ja. Darauf bezogen, dass man jetzt Paris hat mit zu Hause, Barcelona auswärts. Ja, keine Ahnung. Ja, wie man dazu stehen soll. Am Ende, wie gesagt, werden nicht diese beiden Spiele darüber entscheiden, ob wir weiterkommen. Ja. So. Das entscheiden die Spiele, die du gewinnen musst und gut ist. Ja, wo du dann am Ende in der Tabelle stehst, werden wir sehen. Ja, das ist eine wilde Geschichte, dass alle dann in einer Tabelle sind, obwohl sie nicht alle gegeneinander spielen. Keine Ahnung, Leute. Wir werden sehen, wie es Spaß macht oder nicht Spaß macht. Ne? Dass die Champions League aufgebläht wurde und so weiter, hätte ich persönlich nicht gebraucht, aber das sollte klar sein. Gut, also, spannende und enorm attraktive Duelle warten in der neuen Champions League-Saison auf den FC Bayern. In der neu geschaffenen Ligaphase der Königsklasse treffen die Micha zu Hause auf Paris Saint-Germain. Benfica Lissabon hört sich an wie immer, oder? Dynamo Zagreb und Slovan Bratislava. Ja, da hast du schon mal 6 Punkte, die du holen musst. Eigentlich sogar 9 Punkte. Ja, auch Benfica musst du zu Hause eigentlich schlagen. Auswärts geht es gegen den FC Barcelona, Schachtja Donetsk, Feyenoord Rotterdam und Aston Villa. Ja, auch da Schachtja Donetsk sollte man schlagen. Man spielt auch Schalke, man hat keine große Reisestrecke. Feyenoord ist auch gut, ist auch keine große Reise. Auch da sind wir eigentlich ganz gut weggekommen. Ist ein sehr interessantes Spiel, Feyenoord. Stimmungsmäßig auf jeden Fall. Dazu Aston Villa. Ja, auch Barca, Schachtja Donetsk haben wir gefühlt schon 100.000 Mal gegen gespielt in der Champions League. Also auch da nichts Neues. Aston Villa, Feyenoord, ja, ist auf jeden Fall mal was anderes. Benfica haben wir gefühlt auch schon 100 Mal gegen gespielt. Ja. Wird man sehen. Ja. Ja. Ihr seht es ja auch schon, ein Champions League Evergreen geht in die nächste Runde. Bereits 13 Mal standen sich Paris und der FC Bayern diesem Wettbewerb gegenüber. Mit 7 Siegen, 6 Niederlagen haben die Bayern leicht die Nase gegenüber den amtierenden französischen Champion vorn. Und vergessen natürlich der Finaltriumph durch das Tor von Kingsley Coman. Gut, ich würde sagen, ich gehe direkt rein, wie ich die Chancen sehe. Ich denke, gegen Paris, ja, musst du Minimum einen Punkt holen. Eigentlich sind wir sehr heimstark in Europa, also können wir da auch eigentlich den Anspruch haben zu gewinnen. Allerdings, wie gesagt, ist das gerade ein bisschen schwer vorherzusagen, wenn man ja unsere Abwehrleistung gesehen hat und so weiter. Mal gucken, ob die richtigen Schlüsse gezogen werden. Da will ich jetzt hier nicht wieder alles aufrollen. Wie gesagt, zu Hause gegen Paris, Minimum 1 Punkt. Der FC Barcelona beendet die abgelaufene La Liga auf dem 2. Platz. Bla bla bla. Die Bilanz spricht klar für den deutschen Rekordmeister, der insgesamt 10 Duelle für sich entschied. Die Katalanen gewannen 2 Spiele, eine Partie endete Remis. Im Sommer übernahm Hansi Flick. Auch hier 13 Mal trafen Bayern und Barcelona Champions League bislang aufeinander, wir haben es gerade gehört. Davon haben wir insgesamt 10 Duelle für uns entschieden. Ja, also Barca schon ein kleiner Lieblingsgegner. Auswärts gegen Hansi Flick und Robert Lewandowski.
Ich denke, Barca wird ein bisschen stärker sein, wie letztes Jahr. Sehr interessantes Spiel. Aber auch da musst du den Anspruch haben als FC Bayern, dass da ein Punkt drin ist. Ja, du kannst natürlich in Barcelona auch immer verlieren. Ja, aber sehen wir es mal positiv. Ein Punkt gegen Hansi sollte drin sein, wenn nicht mehr. Ne? Wenn wir gut reinkommen und so weiter. Werden wir sehen. Gut, dann haben wir Benfica Lissabon. Das letzte Aufeinandertreffen mit Benfica Lissabon ist erst 3 Jahre her. Damals gewannen die Münchner beide Partien gegen den portugiesischen Rekordmeister in der Gruppenphase und bauten ihre hervorragende Bilanz auf nun 9 Siege und 3 Remis in 12 Vergleichen aus. Also haben wir sogar noch nie gegen verloren. Das Team des deutschen Trainer Roger Schmidt beendete die vergangene Spielzeit in der Primera Liga auf Rang 2. Ja, spielen wir zu Hause, habe ich gerade schon gesagt. Muss er 3 Punkte holen, Feierabend. Ja, auch wenn es ein sehr interessanter Gegner ist und mit Sicherheit auch jetzt nicht super leicht, super einfach. Aber wir spielen zu Hause, da musst du 3 Punkte holen, Feierabend. Gut. Schachtar Donetsk heißt ein weiterer Gegner der SFC in der Ligaphase. Der Club aus dem Osten der Ukraine, der seine Heimspiele wegen russischen Angriffskriegs nicht im eigenen Stadion austragen kann, empfängt die Münchner in der Felddienstarena in Gelsenkirchen. Damit steht Manuel Neuer eine besondere Auswärtsreise bevor. Der FCB-Keeper, der bei Schalke bla bla bla. Für Donetsk ist es die 19. Teilnahme an der Champions League. Erst zweimal traf Donetsk in der Königsklasse auf den FC Bayern. Hinspiel des Achtelfinals der Saison trennten sich beide Teams torlos. Das Rückspiel der Allianz Arena gewannen die Münchner deutlich mit 7:0. Ja, auch das Spiel musst du deutlich gewinnen. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Ja, Punkt. Wie gesagt, auf Schalke. Wer weiß, vielleicht kriegt man ja mal Tickets. Aber ja, musst du klar gewinnen, den Bums. Gut, Dynamo Zagreb zu Hause, ja, musst du auch klar gewinnen. Können wir uns auch kurz durchlesen. Kroatiens Rekordchampion Dynamo Zagreb sicherte sich in diesem Sommer zum bereits 25 Mal die heimische Meisterschaft und qualifizierte sich später durch 2 Siege gegen Qarabağ Akdam in den Playoffs zum insgesamt 10. Mal für die Champions League. Dort kam es bereits in der Saison 15-16 der Gruppenphase zum Aufeinandertreffen mit den FC Bayern. Beide Male hatten die Münchner das bessere Ende für sich. Ja, auch hier Lichtsieg. Feyenoord auswärts, sehr interessante Geschichte. Feyenoord landete in der vergangenen Saison auf dem 2. Platz der Ehrendivision, qualifizierte sich damit für die Champions League. Die Niederländer nehmen zum 8. Mal an der Königsklasse teil und haben den Henkelpott bereits einmal gewonnen. 69-70. Ja, da gab es auch keine Champions League, Alter. 2 Partien bestritt der Club aus der Hafenstadt in diesem Wettbewerb bisher gegen die Bayern in der Gruppenphase der Saison 2001-2 nahmen die Münchner zunächst auswärts einen Punkt mit. Hier sie das Heimspiel mit 3:1 gewannen. Ja, wir spielen auswärts. Auch da würde ich sagen, Punkt ist Pflicht. Eigentlich ist ein Sieg Pflicht, aber wir kennen das auswärts gegen so eine Clubs, die hochmotiviert sind, Stadion, was brennen wird. Ja, aber ein Punkt sollte auch da Pflicht sein. Ja, zu guter Letzt oder zu guter Vorletzt haben wir dann Slovan Bratislava. In Slovan Bratislava empfängt der FC Bayern einen Neuling in der Königsklasse. Nach der Meisterschaft in der heimischen Fortuna-Liga meisterte das Team von Vladimir Weise den langen Weg durch die Qualifikation. Bratislava schaltete nacheinander den FC Struga aus Mazedonien, NK Celje aus Slowenien, Apoel Nicosia aus Zypern und den FC Midtjylland aus Dänemark aus und ist damit der insgesamt 4. Champions League-Teilnehmer der Slowakei. Und der erste seit MSK Žilina vor 14 Jahren. Wild. Nun kommt es zu einer Premiere. Auf den FCB traf Slovan bislang noch nicht im Europapokal. Ja, wir spielen zu Hause. Ist wahrscheinlich eine große Nummer für den Verein, für die Jungs. Pflichtsieg, 3 Punkte, Feierabend. Und dann haben wir noch zu guter Letzt Aston Villa auswärts. Auch Aston Villa ist zum ersten Mal überhaupt in der Königsklasse vertreten, seit die Champions League 1992 gegründet wurde. Den Europapokal der Landesmeister gewann der Premier League Club aber bereits einmal. 1982 siegten die Engländer im Finale ausgerechnet gegen den FC Bayern 1:0. Das Endspiel in Rotterdam ist bis heute die einzige Partie, in der die beiden Teams aufeinander trafen. Ja, dann haben wir ja auf jeden Fall mal die Bilanz auszugleichen, wa? Der Club aus dem Birminghamer Stadtteil Aston spielte zuletzt eine bärenstarke Saison in England. Oberster Spielklasse und landet am Ende vor Schwergewichten wie Manchester United und der FC Chelsea auf dem 4. Platz. Ja, Lob und Anerkennung dafür, wa? Ja, wir haben es gelesen, wir müssen die Bilanz ausgleichen, von daher Sieg. Auch da, ja, unentschieden ist Pflicht, meiner Meinung nach, ja, bei den Auswärtsspielen. Wir haben 3 interessante Auswärtsspiele, plus das Ding auf Schalke, was du gewinnen musst, ist doch eine ganz, ganz nette Sache, ne? Neues Format der Champions League, können wir ja auch nochmal ganz kurz darauf eingehen.
Zur neuen Saison gehen 36 Teilnehmer in der Champions League an den Start, also 4 Vereine mehr als bislang. Dabei wird die Gruppenphase zuvor 8 Gruppen mit je 4 Mannschaften in eine einheitliche Ligaphase umgewandelt. An insgesamt 8 Spieltagen treten die Teams in je 4 Heim- und 4 Auswärtsspielen gegen 8 unterschiedliche Gegner an, die bei der Auslosung bestimmt wurden. Nach diesen 8 Spieltagen ziehen die nach Punkten 8 besten Teams direkt ins Achtelfinale ein. Die weiteren 8 Startplätze für die Runde der letzten 16 werden in einer Playoff-Runde mit Hin- und Rückspiel ausgespielt. Also mit diesen 8 Punkten, man geht davon aus, dass 8 Punkte für Platz 24 reichen. Ja. Da nur die ersten 8 qualifizieren sich direkt, die anderen spielen halt nochmal Playoff-Runde mit Hin- und Rückspiel. Was wahrscheinlich sogar bedeuten würde, dass wenn du 9. wirst, wahrscheinlich nochmal mehr Geld einnimmst, als wenn du 8. wirst. Aber wahrscheinlich gibt es ja auch da Prämien für Platz 1 bis 8. Also von daher wird das wahrscheinlich dann doch nicht so sein. Aber du hättest natürlich ein Heimspiel mehr. Ne? Dabei werden die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 16 gegen die Teams der Plätze 17 bis 24 in der Ligaphase gelost. Die besser platzierten Mannschaften haben Heimrecht im Rückspiel. Die 8 Teams, die sich in den Playoffs durchsetzen, vervollständigen das Achtelfinale, indem sie dann gegen einen der 8 direkt qualifizierten Clubs gelost werden. Bei der Achtelfinalauslosung sind die 8 Erstplatzierten der Ligaphase gesetzt. Bei dieser werden auch die Viertel- und Halbfinalpaarungen gelost. Ab dem Achtelfinale wird der Wettbewerb im gewohnten Format fortgeführt. Ja. Das ist die neue Champions League-Geschichte. Ja, ich denke, es könnte ein bisschen interessanter werden, ja. Gerade wenn wir jetzt davon ausgehen, die ersten 8 Plätze. Ich kann mal eben gucken, ob wir ein komplettes Teilnehmerfeld finden. Champions League 2024, 2025 Teilnehmer. So. Und wir gehen nochmal rein hier. Ja, jetzt hat er geblendet, jetzt hat er blind. Also. Unter die ersten 8 sollten, also bist du direkt qualifiziert. Gucken wir mal, wie da die Chancen stehen. Arsenal ist mit Sicherheit das Potenzial, unter die ersten 8 zu kommen. Liverpool, City auch, sind schon mal 3. Real Madrid, Barcelona, ja, Atletico Madrid vielleicht mit Abstrichen, sind schon mal 6. Mit Bayern, Dortmund, Leverkusen sind wir schon bei 9. Inter, Juve, Milan. Bist du bei 12, Paris 13. Ja, der Rest ist so. Na? Also hast du grob 10 bis 13 Teams, die vielleicht um die ersten 8 Plätze spielen und sich direkt qualifizieren können, wollen, sollen. Ist natürlich ein bisschen interessanter, als wenn du die Gruppenphase hast, wo die ersten beiden weiterkommen und die ersten beiden eigentlich zu 90% safe sind, mal einmal abgesehen von einer so einer Todesgruppe. Von daher, ja, werden wir mal sehen, wie interessant dieses Format werden wird. Unsere Chancen, gehen wir es nochmal kurz durch, habe ich gerade gesagt, Paris zu Hause, gehen wir mal vom Minimum aus. Hieße unentschieden, gegen Barca auswärts unentschieden, 2 Punkte, Benfica zu Hause, musst du gewinnen. Bist du bei 5 Punkten, Schachtar Donetsk musst du gewinnen. Ja, bist du bei 8, Zagreb zu Hause musst du gewinnen. Bist du bei 11, Feyenoord auswärts unentschieden. Bist bei 12, Bratislava zu Hause 15, Aston Villa auswärts. Ja, Minimum unentschieden, bist du bei 16 Punkten. Ob das dann für die ersten 8 reichen würde, I don't know. Ja, wir werden es sehen. Bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, wie sich das so dann anfühlt, dieses System. Ich meine, sind wir ehrlich, die Gruppenphase war halt echt so in der Champions League, oder? Sei denn, du hast wirklich mal eine starke Gruppe gehabt, wo dann auch mal 2 Teams, also 3 Teams insgesamt um die 2 Plätze kämpfen. Aber das war super selten, wenn wir ehrlich sind. Von daher finde ich eine Überarbeitung schon gut. Ob es jetzt dann 4 Gegner hätten mehr sein müssen, weiß ich nicht. Ist aber auch Wurst. 2 Spiele mehr, kann man natürlich drüber streiten. Wir haben schon genug Spiele. Aber was sollen wir da in Deutschland jammern, wenn man mal einen Blick nach England wirft? Also von daher alles gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Champions League.
Paris und Barca, ja, weiß ich nicht, ey. Paris ist immer so ein Gegner, weiß ich, spielt sie gefühlt jedes Jahr gegeneinander. Ja. Barca spielt sie gefühlt jedes zweite Jahr nebeneinander. Ich hätte mir da einfach mal ein bisschen was anderes gewünscht. Vielleicht mal wieder ein Italiener oder sowas wäre schön gewesen, aber gut. Es ist, wie es ist. Ansonsten haben wir ein, zwei interessante mit Aston Villa und Feyenoord Rotterdam, denke ich. Ja. Ja, und von daher, weiterkommen ist natürlich Pflicht für uns. Ob es unter die ersten 8 geht, möchte ich jetzt gerade nicht einschätzen. Ja, also normalerweise ja. Ja, müsste man das Selbstvertrauen, sollte man haben. Normalerweise ja. Aber wir müssen halt mal gucken, wo die Reise bei uns überhaupt hingeht, die Saison erstmal. Ne, das muss ich alles noch ein bisschen finden. Ich weiß auch gar nicht, ob das die Reihenfolge ist, wie wir spielen werden. Ob wir das jetzt echt direkt gegen Paris und Barca dann reinstarten werden. I don't know. Ich glaube, das stand auch noch nicht fest, oder? Können wir nochmal gucken. Aber ich glaube nicht. Wir können einfach beim FC Bayern gucken, unter Spiele, ob da schon irgendwas eingetragen ist. Ne, da ist noch nichts eingetragen. Ich glaube, das wird erst heute ausgelost, wann, wie, welches Spiel ist. Also von daher warten wir da nochmal ab. Aber spielt am Ende auch keine Rolle, wann welches Spiel ist. Ne? Wie gesagt, unter die ersten 8 sollte das Ziel sein, sollte auch möglich sein. Ja, es könnte ein bisschen, oder es wird auf jeden Fall ein bisschen interessanter, denke ich. Aber natürlich musst du dann, wir haben es gerade gesehen, ich habe durchgezählt, 13, die für die ersten 8 spielen, nehmen 16 Vereine, die vielleicht ein gutes Level haben. Das heißt, bist du 9. oder 10. Spielst du auch gegen einen Club, der eher Durchschnitt ist. Ja, solltest auch ins Achtelfinale einziehen. Also. Es ist alles darauf ausgelegt, dass alle starken, großen Mannschaften definitiv es schwerer haben, auszuscheiden. Ne? Und natürlich sehen wir jetzt, ja, keine Ahnung, jetzt mal auf uns bezogen, haben wir jetzt irgendwie mehr Topspiele. Soll ja sein, dass man mehr Topspiele hat in der Ligaphase. Weiß ich nicht. Sehe ich jetzt bei uns nicht. Wir haben Paris und Barca, haben wir sonst auch schon mal gehabt, so eine Gruppe. Aber klar, wir haben jetzt 2 direkt und nicht nur einen, wie sonst immer. Der Rest. Ja, es ist natürlich ein bisschen interessanter, dass man nicht, wie gesagt, in der Vierergruppe zweimal gegen denselben Gegner spielt. Also das fühle ich schon. Alles andere werden wir sehen, Leute. Haut mir gerne eure Einschätzung rein. In die Kommentare. Natürlich sind wir ein bisschen heißer, weil Finale der Home. Super langer Weg, ob da irgendwas möglich ist. Ich denke, werden wir im Laufe der Hinrunde sehen, wo die Reise mit unserer Mannschaft und unserem Kader hingeht, bevor wir jetzt irgendwie anfangen sollten, uns irgendwelche Chancen für die Champions League ausreichen. Natürlich haben wir einen starken Kader. Und wie gesagt, unter die ersten 8 sollte das Ziel sein. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.